entscheiden natürlich auch vor allen Dingen, Sebastian, Dinge wie Wille, Kraft und Kondition. Man muss natürlich topfit sein, Tom, das hast du schon richtig angesprochen. Und wenn wir den Spielern jetzt mal in die Augen schauen, da sieht man natürlich die Beanspruchung, aber sie wollen natürlich unbedingt den Weg fortsetzen und hier heute nochmal erfolgreich sein. Ja, da merkt man, dass die eingespielt sind. Und das war schon toll, dieser Pass. Und das war ein wunderbarer Befreiungsschlag hinten aus dem eigenen 16. Und jetzt muss er schießen. War noch nicht so vielversprechend, aber bitteschön, jetzt haben wir das erste Tor. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Und das hat wirklich klasse gemacht. Der Torhüter ohne jede Chance. 6 Minuten sind gespielt und der Ball ist im Tor. Da sieht er die Lücke. Klasse, wie er den spielt. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Ja, und jetzt spielen sie mit. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen. Dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Herrlicher Pass. Genau so stellen wir uns das vor. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Ach, das ist doch viel zu kleinlich vom Schiedsrichter ausgelegt. Und über diese Distanz, genau auf den eigenen Mann. Sauberes Kopfballspiel. Und nach diesem üblen Foul gibt es Freistoß. Und es war gut geklärt. Und nicht nur das, er leitet auch den nächsten Gegenangriff ein. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch angekommen ist. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt's auch. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torwart, dieser Eckball. Sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Souverän geklärt. Klug gespielt. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben.
So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein, einen Gang runterschalten nach der Verwarnung. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Darf man sich da über die gelbe Karte beschweren? Keineswegs. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Und wieder den rausholt. Einfach spitze. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Die ersten 45 Minuten sind fast vorüber und bislang konnte hier noch keine Mannschaft auch nur für eine Vorentscheidung sorgen. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Oh, das ist noch heiß, das ist noch heiß. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Ja, aber mit dem Eckball kann er den Torhüter nun beim besten Willen nicht in Verlegenheit bringen. Der Halbzeitstand hier 1:0. Also angesichts der vielen vergebenen Torchancen dürfen sich die Spieler in der Kabine sicherlich einiges anhören. Wäre nicht das erste Mal, dass sich diese Nachlässigkeit rächt. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Und so sieht ein Pass aus. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, dann hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert. Ja, könnte sich was draus entwickeln. Ja, das war ordentlich, aber unterm Strich halt doch keine Gefahr für den Torhüter. Und sie geben nicht auf, das muss man ihnen lassen. Foul. Ah, der sitzt. Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Und seine Freistöße aus dieser Entfernung sind immer brandgefährlich. Oh, Leichtsinns, Ballverlust und davon profitiert der Gegner. Gute Balleroberung aber. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Ein Weltklasse-Pass. Ja, und klasse, wie sie da gleich von Abwehr wieder auf Angriff umschalten. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Richtig so.
Ja, vielleicht ist der Tor... Oh, der sitzt! Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Und ab geht's in die andere Richtung. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Gute Aktion. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, beide Trainer bringen jetzt nochmal einen frischen Spieler. Schauen wir mal, wie sich das auf die Partie auswirkt. Ja, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Der Torhüter klärt hier erstmal. Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Ja, da spielt er den Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. Ja, völlig korrekt die Entscheidung. Freistoß nach dieser Aktion. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Das war ein richtiger Zuckerpass. Ja, ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Ah, klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Und das sieht gefährlich aus. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Tja, die Zuschauer fordern die rote Karte nach der Verletzung des gefoulten Spielers. Ja, für diese Kamikaze-Attacke zeigt ihm der Schiedsrichter hier völlig zu Recht die rote Karte. Hoffentlich hat sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht allzu schwer verletzt. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abschluss geben.
So, das war's. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht noch 3-4 Minuten draufgelegt hat. Sonst wäre es noch enger geworden als ohnehin schon. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.